Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass du da sitzt. Jetzt waren wir gerade noch mitten im Gespräch, da jedet alt los. Hier kam ein brisant Thema. Der Erzbischof. Ich war gerade noch dran, da wollte ich jetzt erzählen und du hast mich unterbrochen. Ja, das kann man sagen. Du hast aber direkt richtig losgeladen. Gut, dass wir das noch nicht abgenommen haben. Also von mir aus könnte der Lück das jähn hören. Was ne fiese Kerl. Drum jedet hier auch die Kritik und der Protest überall. Aber du bist doch bei der Regel so jehösig. Kannst du nicht jetzt vorsichtig sein mit dem, was du siehst? Das kann doch unangenehme Konsequenzen haben, wenn du dem Erzbischof gegenüber so kritisch bist. Es gibt ja viele Sachen, mit denen du nicht einverstanden bist. Was wirfst du ihm dann in der Hauptsache für? Also für allem die Art und Wies, wie der mit der Lück dran ist. Wer für J und de Menschen da sein will, darf doch nicht so von boven herab agieren. Wieso von boven herab? Wieso? Also total plötzlich singen wird Evangelium. Was für ne Mensch. Die Zeit Lück ist absolut nicht zu kriegen. Auch wenn es so viel Lück probiert han. Einfach die Uhr zurückgemacht und ob Durchzug gestaltet. Und dann heißt ne total asketische Mensch. Was nützt es mit der ganzen Askese? Und vor allem, wenn einer gelöf, he ist berufen und meint, dass das, was he deit, das ist, was der Herrgott ganz bestimmt will. Und alles andere ist verkehrt. Wie liet sich so ne Mensch noch ob Ustusch in? Und es ist ja noch schlimmer. Wenn nicht deit, was er angeordnet hat, der Herr Erzbischof, der ist einfach ne Sünder und fertig. Und du gehst aber ran, ist da nicht der Verdreffe? Oh, es stimmt doch, so in Arroganz und da drin konsequent. Und dann noch das mit dem Jungen. Ja, jetzt hör wir ob, der hätte keinem Jungen jetzt getan, also da bin ich mal für 100% sicher. Nee, das nicht. Aber das ganze drumherum. Ach, er hätte doch auch viel Jods für die Kirche getan. Ja, daher küdet ja auch, dass er überall bekannt ist. Aber es ist doch kein Zufall, dass die normale Wege zur Kirche ihm nicht mehr möglich waren. Ja, es ist ja auch schlimm für eine, dass sich die Leute, die zum Gottesdienst gehen, dass er da mit Rotkarte empfangen wird. Rote Karte, da ist nix von gehört von der Karte. Aber der muss ja Hunger da fortlaufen für sich zu retten. Ich meine, es ist ja auch wirklich gut, so eine Erzbischof aus der Stadt zu jagen. Also jetzt ist er aber gut. Aus der Stadt Jahre, davon weiß ich überhaupt nichts. Jedenfalls fing alles so gut an. Endlich ist eine Kölsche Jung als Bischof, hätte man gedacht. Mit dem Fahrrädchen ist er am Egelstein unterwegs und unterwegs hätte dann auch ein in der Frittenbude ein Currywurst geschlappt, so richtig volkstümlich. Also ich muss zugeben, ich habe viel von ihm erwartet und viel andere auch. So ne Quatsch. Kölsche Jung. Ne Jung aus der Nöde von Ehingen im Schwabenländle. Also jetzt ist es aber gut. Der ist ob der Schelsig in der Bruder Klaus Siedlung ist der abgewachsen. Das stimmt alles überhaupt nicht. Und zu Singer Zickjahr wird auch kein Rätsche und auch kein Currywurst. Ja, wieso zu Singer Zickjahr? Die Zick, die ist doch noch dran. Also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Man spricht doch hier von einem Erzbischof. Ja, das vom Hillige Erzbischof. Ja, jetzt wisst ihr auch, noch komisch. Heilig. Heilig steht die Kirche doch nur ein Lück sprechen, die alt gestorben sind. Und ach. Also der ist ungefähr 1000 Jahre tot.
Wer? Der Kardinal Wölki, der Löwe war noch ganz lebendig rum. Der Kardinal Wölki, ich spreche die ganze Zeit vom Heiligen Anno, Erzbischof von Köln aus dem 11. Jahrhundert. Da haben wir es. Also da haben die Philosophen doch recht, wenn sie sagen, man soll es genau definieren, worüber man sprechen will. Und ich dann loslegen. Wie küsst du eigentlich ob der Anno? Wir sind doch tagesaktuell. Der hat am 5. Dezember Namenstag. Oh, Und außerdem hatte ich letztens Besuch von Lüg, die nicht aus Köln waren. Und da haben wir uns der Dom und der Trümmerräume bisher angeschaut. Und da sind wir natürlich auch ob der Anno gestoßen. ja, das musste man jetzt näher verklären. Also du kennst doch auch das Parkhaus am Dom, Ja. da Ed. Da geht viel zu beloren. Da geht der schöne Pötz vom Atrium vom Aale Dom, also von dem Karolingerdom. Ja, Und da geht die Stadtmauer, die so schön usse und binne gemurt ist, wo binne dat Opus Cementitium von der Römer ist, was man da alles beloren konnt. Moment. Opus Cementitium. Das ist doch das, was man heute einfach als eine Zement- oder Betonmischung so nennen. Und was hat das mit dem Anno zu tun? Also das hätte so gesehen nix mit dem Anno zu tun. Aber der Basch in der Moor, der kann man höchst noch beloren und der hätte mit dem Anno zu tun. Das kennst du doch. Ja, so viel weiß ich auch. Also, die hat er jedes Jahr noch erzählt. Der kenne ich mit dem Anno-Loch, das Loch in der Stadt Moor. Also da hat der Erzbischof Anno, von dem sprechen wir jetzt so, Besuch. Und zwar vom Bischof aus Münster, der Bischof Friedrich. Und dann, wie der nach Hus wollte, hat das jetzt eilig. Und ja, damals ja unter Bord und Möglichkeit, um flück wieder nach Münster zu kommen. Und Bischof hatten eben damals noch kein teures Auto und noch keinen Chauffeur wie Hüg. Also, gut gesagt, der Anno lädt ein Schiff von einem kölschen Kaufmann, was gerade beladen wurde, war für aufzufahren, einfach so, hätte beschlagnahmt, hätte man höchst sagen. In einem Kölner Hafen hätte es noch gelegen. Und dort lädt die Fässer, was da drin war, über Bord schmissen, dann mit dem Bischof zu strunzen. Und da hatten die Kölscher endgültig von dem Anno der Nase voll und sind oben an. Und der hat sich mit letzter Not, und jetzt gut Ding Anno-Loch, ist zuerst in den Dom gelaufen, das war aber auch nichts. Und dann ist sie durch die Stadtmauer, durch das später genannte Anno-Loch, gegangen. Ja, also der hätte sich durch die Kort gemacht, aber die Kölsche haben doch die Kötere getrocken, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Noch 4 Tage alt kam der Anno mit einer ganzen Mannschaft Soldaten zurück, sie Unrecht auch noch als rechtmäßig darzustellen. Und hat dann die Stadt belagert und weil die Kölsche nicht wollten, dass da jetzt an ihrer schönen Stadt passieren wird, haben sie direkt klein beigejoven und haben sich erjoven. Hätten sie besser nicht getan. Was hätte getan? Nicht das, was die Kirche unter Buße versteht. Ne? Der Anno, also ich komme wirklich nicht stottern, wenn ich dran denke, auch wenn er 1000 Jahre alt her ist. Der hat die Verantwortliche fast nicht mehr lassen und es fällt ihm schwerer zu sagen, aber er hat ihnen die Augen ausstechen lassen, dass sie blind waren. Das war der Anno. Und dann außerdem waren dann auch Kauflück, so an den 600 sieht man, die Stückzahlen, die Personenzahlen, sie liegen nicht richtig fast. Jedenfalls haben die Stadt verlassen und das war ein Zielklang, dass die Stadt wirklich einsam und verlassen war. Ist ja wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja, das kann man wohl sagen. Wenn Hück so schlimm Zustand wäre, hätten die Leute massenweise aus der Kirche austreten.
das konnte man damals nicht. Man muss bleiben, wo man war und alles über sich gehen lassen. Ja, alle Malden waren sie nur katholisch. Es gab ja noch keine evangelische Kirche. Muslime gab in Deutschland überhaupt nicht. Die Juden waren wenig und wurden auch noch schlecht behandelt. Also man konnte sich eigentlich nur für die katholische Kirche entscheiden, egal wie sie war. Ja, noch ein Retour, du hast evans jetzt über das Kind gesagt. Ich hatte direkt das Thema Missbrauch in der Kirche im Kopf, aber so hast du das ja nicht gemeint. Nee, das heißt, ich meine, so jetzt wird ja damals auch. Es gab keine freie Presse, es gab kein Social Media und die Leute kann einfach das Schnüsschen halten, wie sie das ja auch heute manchmal noch tun. Aber heute hat man ja Chance, das öffentlich zu machen. Das ja wird sicher auch. Aber wo ich drüber sprechen tät, wo ich gesagt habe, das mit dem Kind, da ging es um der Heinrich. Also Heinrich der Vierte, der später dann der Kaiser war. Da hätte sich der Anno ja auch so jetzt geleistet. Der Vater von dem Heinrich dem Vierte, Heinrich der Dritte, der ist ganz früh gestorben. 1056, hat extra neu gelurt. Und da war der Heinrich der Vierte, war ich 6 Jahre alt. Und der Anno sollte sich ein bisschen um der kümmern, sollte in sin Obhut nehmen, wie man so schön sagt. Er war der wollte komplett in sin Macht bringen. Und da spricht man so ja vom Staatsstreich von Kaiserswerth, wie der Historiker sagen. Also der Heinrich war mit seiner Mam, mit der Agnes, Weg nach Nimwegen, nach Holland. Und da hat der Anno der gelockt, er soll sich ins die Kaiserpalast, Kaiserswerth beluren. Und da ist er an Land gekommen. Und dann hat der Anno das ganze Schiff direkt fortgeschickt, wo er mitgekommen war. Die sollten direkt wegfahren. Und der Jung, nicht bang, ist er in der Ring gesprungen. Aber da haben sie der direkt ingefangen. Und dann ist das so gekommen, dass praktisch ein paar Jahre der Anno so ja das Deutsche Reich regiert hat. Und hat so ja noch Einfluss auf die Papstwahl genommen. Und überhaupt, wie es für ein Beispiel der Zufall wollt, wird ausgerechnet singen Neffe Kuno Erzbischof von Trier. Ja, das war wirklich keine Kölsche, der Anno, wie du es eben schon alt gesagt hast. Nur geklüngelt hätte. Klüngele, das tät man nicht. Sagen wir so, meistens nicht. Aber was die Wahl von der Erzbischofs angeht, bin ich mir 100% sicher. Da hat bei den letzten Male keine Kölsche de Finger drin gehabt. Nur sagen's, wenn das so schlimm war, der Anno, kannst du mir sagen, wieso sie der hellische Spruch an? Ich verstand das bis heute noch nicht. Es ist auch komisch. Aber man sieht, er hat mit seinen privaten Nüssele viel für einzelne Kirchen getan hier in Köln. Für ein Beispiel für den Bau von Großzintemetes. Übrigens, der Papst soll von der Heiligsprechung 1083, also 8 Jahre nach seinem Tod, ich ja nichts gewusst han. Das ganze Wort Fisternöll so ganz nebenbei, weil der Abt von der Benediktiner von Siechburg eine Anfrage nach Rom geschickt hat. Zwischens an, da war ja begraben. Dann kommen noch viele Leute nach Siechburg, die Pilger, und hatten dann wohl auch ihr Opfer da gelassen. Auch nicht schlecht. Wer weiß, wer die katholische Kirche noch heilig sprechen wird. Also die katholische Kirche in Köln, das ist ein groß und auch schwieriges Thema. Machen wir besser den ersten Sprachkurs. Der Traité, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. 2 schöne Kölsche Idioms, die hatten wir überall, meine ich, in unserem Diskurs. Sich durch den Kot machen und ins ob der Büsch kloppen. Das sind 2 Ausdrücke aus der Jägerei. Wieso? Wenn eine Massenjacht angesagt wird von der hohen Heere,
dann mit sie nicht so viel Arbeit hat und so lange ob es wild warten musste, wurden Treiber engagiert, die in einer Reihe dann die Netze aneinander knüttelte und so das Wild für sich herdriefen det. Und nur das Wild, was dann zwischen den Netzen, wo die Gott gespannt war, flutschen konnte, der blieb am Leben. Der hat sich also durch den Gott gemacht. Und ob der Büschkloppe, da det man dann der Hase und was aus dem Büsch rauslocken. Ja, Lev Lügscher, lasst euch nicht von all den fiese Sachen, die ihr vom Erzbischof gehört hat, fertig machen. Also nicht durch der Verzell vom Anno, meine ich. Wir wünschen euch wieder besinnliche Tage im Advent. Und nicht best welche ohne Stress. Tschö.